Pardon, ich habe mich gerade ein bisschen auf TikTok verloren. Aber du kennst das sicher auch. Du scrollst stundenlang, erfrierst du nur und die Video mich nicht gerade ein bisschen mit dumm gemacht. Stichwort Brainrot. Oh nein, horizontal rotierender Fisch. Auch Wissenschaftler haben sich schon damit beschäftigt. Also sie haben geguckt, ob Social Media als kognitive Fähigkeiten schwächen, also als geistige Leistung. Ah ja, Studien deuten effektiv darauf hin, dass das bei einer intensiver oder problematischer Nutzung von sozialen Medien der Fall kann sein. Zum Beispiel weisen intensiv Social-Media-Nutzer verändert Verbindungen am Gehirn ab, besonders Bereiche, die wichtig sind für Fokus und Konzentration. Das ist aber schon eine Korrelation. Das heißt also nicht, dass Social Media wirklich die Ursache dafür ist. Es gibt noch andere Studien, aber die konzentrieren sich nicht exklusiv auf Social Media. Zum Beispiel bei Jugendlichen, die häufig im Internet sind, also nicht just Social Media, wo es die Gehirnstrukturen mehr löst, die wichtig für Spruch, Aufmerksamkeit und Denken sind. Thema vom Logement an der Mir auch heute konnte Forscher noch nicht beweisen, dass häufig Internetnutzung die Ursache für das Observationen ist. Mir für jeden, den du schon am Gangen ist, Apps vom Handy zu löschen, das ist nicht alles schlecht. Wenn ihr Social Media richtig nutzt, kann ihr vielleicht auch Sachen beilehren oder kognitive Fähigkeiten fördern, wie zum Beispiel Englisch lehren. Wisch, French, setzt sie nicht. In dem Sinn muss jeder für sich selber herausfinden, was ihm gut geht. Wenn du den einen oder anderen TikTok-Video gucken, ist bestimmt nicht so schlimm.